Onze Geschichte schildert die Pilgerreise von ein Port von plottische Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Unsere Geschichte Nummer 89. Ditmal noch erst mehr von der Geschichte von dem deutschen Schab Hoven wie Tampico und Tamaulipas, Mexiko. Und dann war der Krieg noch Kolonie in Sommerfeld der Mennoniten von Mexiko nach Kanada traten. Wir haben letztes Mal davon geredet, weil das Schmiedehaus in Chihuahua sehr viel für die kolonische Vorsteher getan hat. Und dort, wenn sie haben dafür betonen wollen, welchen gesagt hat, einen Tag fehlt mir dort vielleicht an Jüngehalt und so wieder. Und als dort deutsche Schab von Tampico nicht wiederfahren kann, bis die Mannschaft ut Geld gerannt wird und Schmiedehaus die zu halten versucht, dann kam er einen Tag noch Vorsteher Gerhard J. Rempel in Blumenort und sieht, nu ist Krieg der Tag gekommen, wo mir dort an der Vorsteher ihre Help oder an den Mennoniten ihre Help fehlt. Ohne jene Help stehe ich von der rotlos da. Dann an dem Hoven, wie die Stadt Tampico, ist ein deutscher Schab angekommen und dort kann von da nicht wiederfahren, bis die Schabsmannschaft dort Geld alle geworden ist. Kann je Vorsteher mir die jene Gemeinden kostet so und so viel Geld geben für diese deutsche Mannschaft, so dass die wiederfahren können. Vorsteher Gerhard J. Rempel war sich mit seinem Partnervorsteher Cornelius J. Martens einig, weil der Schmiedehaus das Geld zu geben, was die deutsche Schabmannschaft haben muss, um mit ihrem Schab von Tampico wiederfahren zu können. Aber die Vorsteher bedachten dort kurz auch, dass dort Kriegszeit wäre und dort diese Geld an die Deutschländer leicht so angesehen worden kann, als wenn die Mennoniten auf die Deutschländer ihre Sieg wären in ihrem Krieg mit englischen Ländern. Und deswegen beschlossen sie auch kurz nach dem Roten Krieg so viel Geld zu geben, als sie die Deutschländer geben. Ich sehe in dieser weise Entscheidung aber mehr als die Vorsteher ihrer Weisheit. Ich sehe dort als Gottes Führung an in dieser wichtigen Sache an. Dann als Gerhard J. Rempel bald nur dem war einmal nach Mexico City fuhr, andere Geschäften halben, dann hat da war so als erst immer, wenn all in Mexico City wir, auch bei dem kanadischen Konsul Geschäften. Wir mit diesem Konsul auch sehr gut bekannt und wir dort also gewarnt, dass wenn in dem seinen Wachtsaal hinein in der Konsularm da erst sagt, dass der Arm dann meistens kurz bedient. Aber diesmal lässt der Konsularm in seinem Wachtsaal sitzen, was seine Geschäftsstunden zum Ende kommen und alle anderen Menschen wachgewonnen werden. Und dann, als seine der zugeschlossen hat, dann sagt der Konsul, nu komm du an mein Büro, nu wollen du und ich uns viel vertalen. Und als der Konsul Vorsteher Gerhard J. Rempel begrüßt und zu sitzen gekriegt hat, dann checkt er ihm sehr ernst an und sagt, die Mennoniten sind dann auf der deutsche Erde Sieg an unserem Krieg mit an. Und Vorsteher Rempel sagt, nee, wir sind auf keinem Sinne Sieg. Nicht an dem Jähenwortchen oder an irgendeinem Krieg. Nicht auf der deutsche Erde Sieg und auch nicht auf keine Sieg. Aber wir helfen so eine Menschen, die während den Krieg in Not kommen. Und die Mannschaft auf dem deutschen Schab, wir bei Tampico im Hoven ganz ut Geld gerannt und dadurch in Not gekommen. Und wir helfen die ut ihrer Not raus. Aber wir haben dem Roten Krieg auch so viel Geld geschickt für Notlinderung, als wir die Deutschländer geben durch Walter Schmiedehaus in Chihuahua. Und dann sagt der Konsul, kannst du mir das beweisen, dort was du mir hier sagst, Wahrheit ist? Und Vorsteher Rempel sagt, ja, das kann ich dir beweisen. Und der Konsul fragt Rempel, womit kannst du mir das beweisen? Und Rempel gibt dem Konsul den Namen von einer gewissen Person in dem Roten Kriegsbüro, wo sie, die kolonische Vorsteher, das Geld geschickt haben, und nachdem sie eine Telefonnummer und sagt zu ihm, nimm den Telefon und ruf diese Person in dem Roten Kriegsbüro an.
die wordt die bestätigen, dat wat ik die hier zei, waarheid is. De consul neemt zijn telefoon, roept deze persoon aan en zegt, ik zie de Canadische consul in Mexico City en ik heb hier voor mij den voorsteher Gerardja Trempel van Cuauhtémoc, Chihuahua en die zegt mij, zij hebben u zo en zoveel geld geschickt voor noodlinderung. Stimmt dat, wat das man mir hier sagt? En de persoon op dem anderen eind van telefoon zegt dem consul, ja, mijn vriend, dat stimmt. Zoveel geld hebben we hier van mennonitische voorsteher in Chihuahua geschickt gekregen. En als de beambte man in dem Roten Krijgsbureau dem Kanadischen Consul bestätigt hat, dat wat voorsteher Rampel am gesagt hat, waarheid weer, dann kijkt hij hem aan, nicht so ernst als vorher, aber ganz freundlich und sagt dann, so, nu sind du und ich wieder fremd, zoals wir dort vorher gewesen sind. Diese wichtige Geschichte vertelt mein Vater mir, als er al 92 oder 93 Jahre alt war, und zwar noch viel umständlicher, als ich die hier vertellen kann. Vielleicht hat wir diese Geschichte auch einmal vertelt. Und nu noch eine sehr ernste Geschichte von in der Weltkriegszeit. Ich habe al gesagt, dass die mexikanische Regierungen in all ihre Arbeiten in der Kriegszeit nicht mal gegen Deutschländer selbst wären, aber gegen alles, was zum Deutschtum gehört. Auch sogar gegen Deutsch reden in der Öffentlichkeit. In Mexico City und in vielen anderen Großstädten wohnten viele Deutschländer. Aber in der Kriegszeit war dort streng verboten, irgendwo in der Öffentlichkeit, auch beim in der Städte auf der Gassen wohnen, Deutsch zu reden. Und dann gingen Walter Schmiedehusen ein Gehempel in Chihuahua, doch lang die Gassen reden da wie Hochdeutsch miteinander. Und sie wurden dafür ins Gefängnis geschmissen. Wofür das geworden ist, dort Deutschländer wären in der Öffentlichkeit Deutsch reden angestoppt worden sind, das weiß ich nicht. Aber das eine Ereignis hat Walter Schmiedehuis mir mal selbst vertelt. Nu war dat terug nu Oud-Kolonie Sommerfelder en Vriendengemeente van Mexico naar Canada trekken. Durch die 1940er Jahren trokken sehr wenig Oud-Kolonie en Sommerfelder Families van Mexico terug naar Canada. Aber dann, als dat in Mexico in de jaren van 1950 tot 1953 op de meeste steden fast totale Missernten gegeven had, wie ze door in deze jaren buitengewöhnlich wenig regen, dann fang die sehr viele Familien waren an, dat verlangen stärker zu worden, naar Canada terugtrekken zu können. Und wir haben all davon geredet, dass von 1953 an jeder Jahr immer noch mehr Familien von Mexiko nach Süd-Ontario trocken. Und auch davon, dass damals auch etliche Familien von Mexiko nach BC trocken. Aber da sind 1953 und 1954 scheinbar sehr viel mehr Familien von Mexiko nach BC getrokken, als wo ich angewusst habe. Und nu noch wat von den von Mexiko terug nach Canada gekommenen Mennoniten in BC. In Winnipeg in dem Mennonite Heritage Center Archives sind viele Kopien von Briefen und Berichten, wo ein Beweis davon sind, dass 1952 bis 1955 ziemlich viele Familien von Mexiko nach BC gekommen sind. Ich will hier nicht alles vertellen, was in diese Briefe und Berichte ist, das wird die gar nicht alle hören wollen, wird langweilig worden. Aber ich will die wenigstens vertellen, was in dem einen Bericht steht und danach was anderes. Denn das Bericht schildert unsere Mennoniten von Mexiko zurück nach BC wandern, so als die Russland-Mennoniten dort damals gesehen haben. Am 30. April 1954 schrieb ein A.A. Wiens von Yarrow, BC, im Namen von dem Provincial Mennonite Relief Committee in British Columbia einen langen Bericht an Prediger J.J. Thiessen in Saskatchewan, an Prediger B.B. Jans in Coaldale, Alberta, und an William Snyder in Akron, Pennsylvania. Ich will A.A. Wiens seinen Bericht, den er damals an diese 3 Männer geschrieben hat, über die mennonitische Familien ihrem Kommen von Mexiko nach British Columbia,
hier an Plottitsch ungefähr weitergeben. Wiens schreibt, auf dem Verlangen von meinem Komitee in der Grenz- und Immigrationsbeamte will ich u einen Bericht geben an die mexikanischen Mennoniten, die nach British Columbia kommen. Ich weiß, je breiter sind gut informiert über die Mennoniten ihre Leo in Mexiko, dann viel Hilfe, Rat geben und Bemühung ist dort all von dem MCC uit handgewonnen. Die große Dreh und als Fall davon die Messernten haben die Mennoniten dort viel tiefer abgeschert, als wir gewusst haben. Und mir kommt das so fair, da ist noch ein Faktor, wo zu die jüngere Generation ihrem Paniken beiträgt. Und dort ist die Feilen von ihren Eltern und von ihrer Leidenschaft betragen und pfoten nur die erste und beste Gelegenheit von Mexiko, weg in Kanada zu kommen. Dort ist wenigstens, was die mir sagen, wenn ich die Frau, woran sie in so einem Zustand verloten in Kanada kommen, was ich Ihnen beschrieben werde. Ich weiß nicht, wo viel von diesen Mennoniten noch andere Städten in Kanada ankommen, aber die Immigrationsbeamte sagen hier, dass gewöhnlich, wenn diese Leute über die Grenze in Kanada hineinkommen, dann geben die an, dass sie in Burns Lake, BC, fahren wollen, auch dann, wenn die anderwegen aus dem BC über die Grenze kommen. Burns Lake ist ein Boschbezirk, das Waldland, wo die Regierung in den 3 Jahren Mennoniten von Saskatchewan ansiedelt. In diese Familien kommen dahin die Trucksfall. So viel als 42 Personen mit einem Truck kommen die über die Grenze in Kanada hinein, wie Sumas, Elder Grove, White Rock, Osoyoos und andere Städten. Die kommen mit dem Bus und mit Autos. Sogar mit alle Gelieder Koren, wo eine Völken durchbrechen, wenn sie bei der Grenze gekommen sind. Meistens haben die all ihr Geld verbraucht, die durch die US fahren, wo sie, das heißt viele Männer, Gebrauch gemacht haben, von so vielen Schenken, Taverns, als sie können. Die kommen hier an, hungrig, gries und bedrückt. Besonders die Frühe in Kenia. So wie 50 Familien können dort nicht merken bei Burns Lake, und die sind hier nu in der Fraser Valley, meistens bei Yarrow und Abbotsford. In diesem Fahrjahr fangen die an, zurückzukommen von Burns Lake und suchten Arbeit in der Fraser Valley. Alle Niegekommene sagen, da waren noch viel mehr Familien von Mexiko herkommen. Die reden davon, dass diesen Sommer noch 200 Familien von Mexiko herkommen können. Und wenn man anfragt, warum sie nicht nach Manitoba tragen, wo ihre Verwandte wohnen, dann sagen die wollen uns doch gar nicht. Letzten August möchte die kanadische Regierung stiefere Regeln für diese Zurückkommende, um in Kanada hineinkommen können. Diese neue Regeln sagen, dass all die im Ausland geborene, zu in Kanada geborene Eltern, die können bei der External Affairs Office in dem Land, wo sie wohnen, für kanadische Pässe anrufen. Und da ist ein Fair und ein Penner in Chihuahua, die helfen die Mennoniten, das dort zu tun. Aber weil die Leute zu arm sind, um für die ganze Familie Pässe merken zu können, merkt jede Familie wenigstens einen kanadischen Pass. Einmal haben auch beide Eltern kanadische Pässe. Aber sie haben keine Pässe für ihre Kinder, wo hier meistens dann aus mexikanischen Bürgern geteilt wurden. In sehr vielen Fällen mussten die dann medizinisch oder gesundheitlich geklärt worden, ehe die in Kanada eingeladen wurden. Und dort geht stundenlang. Aber die können nicht Englisch reden und verstehen offensichtlich auch nicht die Forderungen von unseren Immigrationsgesetzen und wollen dann sehr wirken, bloß einfach auf dem Grund von Menschenfreundlichkeit, Humanitarian Grounds, eingeladen. Und alle Grenzbeamte sind sich daran einig, dass ohne unsere Hilfe, dann wird das Publikum all abgereicht worden sein und jeden dort kommen von diesen mennonitischen Zigeunen. So sei den Namen. Während der letzten 3 Bad Feuerwerk wird den kommen sehr groß. Ich werde in viele Fälle gerufen zum Helfen,
en ik wil ook in de meeste Fälle am Stand te helpen. Aber in einem Fall kann ich nicht helfen. In dieser Familie wird gesagt, sie mussten entweder zurückfahren nach Mexiko, nur die Oomtjes, für einen Penner, und von an Passamilken loten für die ganze Familie, oder sie mussten warten, was sich in Kanada weer für an verbergen würde. Für jene nadere Information über, wo diese Lied hier ankommen, beschreibe ich hier nu 2 besonders schwere Fälle. Am Palmsonntag roept ein Grenzbeamter von Blaine Douglas mich an und fragt mich noch Hilfe mit einem besonderen Fall. Douglas ist so 50 Mil von Yarrow, während der Nacht wie eine mennonitische Familie von Mexiko mit einem Bus bei Douglas angekommen, und zwar mit Tickets bis Vancouver, aber kein anderes Reiseziel wie angegeben. Diese Familie hat kein Eten und kein Geld. Die wären Gries und keiner redet Englisch. Die Familienvater war ein kanadischer Bürger, die Mutter ein British Subject Canadian, der ich befrieren. Das Baby war kanadischer Bürger und die anderen Kinder waren nicht registriert, galten also als mexikanische Bürger. Denn ihre Sachen waren in Hüpen oulet grieset Schund, Trash, das lag da all uitgespreid zum Bespritzen wie ein Foot- und Mautdisease. Ich nehme Verantwortung für diese Familie, aber was wir alles geregelt hatten, war dort 4 PM. Und da waren viele nischige Tauchchecker heran. Aber glücklicherweise keine Neuigkeitsmänner mit ihren Kameras. Diese Familie ist nu in Yarrow. Stelle Freitag kam das noch viel schlimmer. Der Verkehr ist in Blaine Douglas gewöhnlich sehr schwer. Und donderdag loopt hij een oude Mexikanische Studebaker met 3 erwachsene Personen en 6 Kinder. Keiner redt Englisch. De Benzinbehälter, de Gastank weer ladig. De geliehene Mexikanische Chor weer een piece of junk. En Mutter en Kinder waren in einem furchtbaren Gesundheitszustand. De Mutter hat verder Tijd een kind geboren irgendwo in Arizona. Dat tweejährigste Kind war noch mal 9 Monate alt. Mutter war sehr krank. Und hier auf der Grenze war keiner, der einen verstehen kann. Und das war al 11:30, als mein Phone klingelt. Zuerst dachte ich, das wäre vielleicht eine Wiederholung von meiner Erfahrung am letzten November. Davon sehe ich Bruder Thiessen und Jans all eher. Aber diesmal bleef der Immigrationsoffizier dort selbst, dat diese früh wirklich in die Vorwehr. Hiermit wir waren aufbrechen für das Mal. Aber erst noch Wort von, wodurch wie einige von unseren englischen Wörtern in Kanada gelehrt haben. Mein Vater Cornelius Ernsthaut, als er 1950 oder 51 nach Manitoba gekommen war, hat er in Altona mit ein paar anderen Manitoba gearbeitet. Und diese Männer haben sich auf Englisch allerhand verteilt von ihren Cousins in Saskatchewan. Und Ernst dachte, diese Männer reden von mit Cousinbüren in Saskatchewan. Und mit einmal früh hij, lohnt sich dort mit Cousin zu büren? Und Ernst sagt, diese Männer haben am wel gut uitgelacht, aber er hat dadurch wenigstens gelehrt, dass das englische Wort Cousin nicht Cousin, aber Vater meint. Nächstes Mal noch mehr von so A.A. Wiens 1954, Stellen Freitag auf der Grenze in Blaine Douglas eine Familie von Mexiko helpt in Kanada ankommen. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.